Grüezi miteinander, willkommen bei der Spidey Thugs. Erneute Episode. Grüezi zurück. Wir zeigen uns das automatische Lagersystem. Und der Chris Maradona weiss genau, wie das funktioniert. Ja, den Ursprung habe ich mal aufgebaut. Wir haben das Ganze noch erweitert, was natürlich auch wichtig war. Zwar, um nochmal das Ganze zusammenzufassen, es ist ein System, wo man mehrere Kisten und Zuführstationen hat, wo man alle erdenklichen Items vom Minen rein tun kann. Dann wird das durch das ganze komplexe System automatisch sortiert in alle Items, die wir auf der Seite aufgehängt haben. Am Schluss haben wir noch Trashkisten gemacht, wenn das Zeug reinkommt, wo das ganze System nicht sortieren kann. Wenn wir mal das Ganze vom Hintergrund her anschauen, sieht es schon ein bisschen interessanter aus. Sehen wir auch, wie gross die ganze Maschine ist. Und das auf beide Seiten. Das war mal eine riesige Halle. Die haben wir nachher zu dem umfunktioniert und jetzt in der Mitte sieht sie relativ klein aus. Aber ja, ist relativ gross. Der oberste Ring der Trichter, der nach rechts schaut, das ist eigentlich die Zuführung. Das heisst, da kommen alle Items rein, die wir oben dran zuführen. Die laufen im Kreis eigentlich da um, über die unteren Trichter und werden so ausgelesen, ob es jetzt irgendwie ein Cobblestone ist oder ein normaler Stein oder irgendein Weizen oder was immer. Einfach all das, was wir sortieren wollen, das läuft oben durch. Alle Items laufen durch und genau das, was wir in die Kiste wollen, das geht nachher vom oberen Trichter in den unteren. Wie das Ganze funktioniert, ist relativ simpel gemacht eigentlich. Wenn man in den unteren Trichter hineinschaut, dann sieht man 40 Items von denen, die man eigentlich sortieren will, und rechts 4 Melonen. Und das heisst, die 40 vom Stein, die wir jetzt hier rein haben, die werden hier verglichen mit dem Komparator. Der Komparator tut das Redstone-Signal auslösen, das genau 2 Redstone lang ist. Darum kommt es nur hier an. Sobald ein Item jetzt mehr reingeht, haben wir 41. Das heisst, es ist ein bisschen mehr als 2 Drittel und dann leuchtet hier unten der dritte Redstone. Der dritte Redstone, der bewirkt nachher, dass da innen die Repeater aktiviert werden, die davor Fackeln, die eigentlich jetzt immer leuchten, aktiviert sind. Die sperren im Moment den oberen Trichter. Sobald jetzt das passende Item kommt, wird der untere Redstone-Fackel abgelöscht. Die tut den Trichter freigeben und das Item, das jetzt genau dort oben am Trichter ist, geht nachher runter in die richtige Kiste. Sehr kompliziert, kaum möglich, dass es funktioniert, aber es funktioniert. Das Geheimnis ist eigentlich nur, dass die Komparatoren da oben alle mit einem Redstone Abstand sind. Das heisst, der Komparator, der jetzt genau bei diesem Trichter ist, der kann nur 3 ansteuern, also 3 Redstone-Signale abgeben, die ich jetzt da unten stehe. Und die nebendran gar nicht, sonst müssten es 4 sein. 4 können es gar nicht sein, wie immer bei 3 nachher das Item wieder abgeladen wird, damit nachher da nur 2 leuchtet. Wenn ihr das wirklich noch ein bisschen genauer und ausführlicher gewusst habt, lasst mich das wissen, schreibt es unten rein und ich zeige euch sehr gerne das Tutorial, wie das funktioniert im kleinen Rahmen mit irgendwie 3 oder 4 Kisten. Sobald man es eigentlich erlebt hat, wie das eine funktioniert, dann kann man das kaskadieren, wie man so schön sagt, und die Länge ausbauen. Der ganze Zuleitungstrichter, der läuft eigentlich hier vorne, so wie ich jetzt laufe, kehrt da hinten und läuft auf der anderen Bahn wieder ganz vorne. Und alle Items, die sortiert werden, werden sortiert. Die nicht sortiert werden, die gehen, wie gesagt, schon in die letzte Kiste. Das ist aber noch nicht ganz alles. Wir haben hier hinten noch eine spezielle Schaltung gemacht. Und zwar haben wir, zum nochmal vorgehen, Entschuldigung. So. Haben wir hier links und rechts 2 Öfen. Die werden immer automatisch, wie man sieht, mit Lava gefüllt. Sobald sie leer sind, gehen jetzt nachher runter. Und durch den Glasklotz hier unten sieht man dann, dass ein Minecart gefüllt wird, automatisch. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo der Minecart genau anführt,
Das ist genau der, den wir eine Episode vorher gezeigt haben, der oben dran eigentlich aufs Erdgeschoss führt, auf die Ebene, wo wir am meisten eigentlich die Items brauchen. Das heisst, wir können oben dran beide Kisten füllen, irgendwie komplett volle Doppelkisten mit Cobblestone. Dann werden die automatisch brennt und im Minecart verladen. Und das Einzige, was wir noch machen, ist dann eigentlich den Minecart bestellen da oben und dann tut er das automatisch ausladen. Sehr, sehr praktisch, aber auch vor allem, wenn man viele Items muss brennen oder sonst mit Lava irgendwie zusetzen. Wie das Ganze funktioniert mit dem Lava, weil das ist eben auch noch so etwas, die ganze Sortiermaschine, die funktioniert nur mit stackable Items, das heisst solche, wo man mehrere in einen, wie sagt man das? In einen Inventarslot reinzutun. Und also nicht stapelbar. Also das heisst, genau, stapelbar. Also von dem, wo man 64 haben oder 16 oder was immer, die kann man mit der grossen Maschine sortieren. Lava-Eimer, die man für die Brennstation braucht, das sind solche non-stackable Items, das heisst, die kann man nicht stapeln, weil schon mit einem vollen Lava-Eimer eigentlich ein Slot besetzt ist nachher. Durch das haben wir da eine komplizierte Selektion machen. Das heisst, Lava-Eimer kommen da rein. Die werden nachher da oben dran mit Spender, Dispenser und einem, wie sagt man das? Block Change Detector. Block Update Block Detector. Update. Ja. Genau, mit einem Block Update Detector sieht man nachher sofort, da hat man jetzt schnell gesehen Lava rauskommen. Merkt er, wenn ein Lava-Eimer drin ist, der wird nachher so weitergehen in die unteren 3 Kisten, damit der Lava-Eimer nachher über die Leitung dann vorkommt und auf beide Öfen verteilt wird. Alle anderen Items, die stackable sind, die werden weitergehen. Und was wir auch noch sortieren können, das wäre Wassereimer. Die haben wir jetzt aber auch noch nicht separat aussortiert, weil das eher etwas ist, was man weniger braucht. Da können wir aber Lava und Wassereimer separieren. Sehr, sehr praktisch. Alle anderen Items fließen weiter. Dann haben wir noch eine riesige Schaltung in diesem Ecken hinten. Da sind auch viele Spender, Dispenser, die einfach über den Trigger angesteuert werden, damit sie die Items immer wieder weitergeben. Weil zum Auftransportieren kann man es nur mit Spender und Dispenser machen, sonst ist das nicht möglich. Klingt leider ein bisschen mühsam, darum haben wir es im Keller untergebaut. Und ja, wenn man nicht gerade da steht, dann ist das nicht so ein Ding. Jo. Ja, Ganz ich einfach. würde sagen, das war unser geiles Lagersystem. Ganz vorne hat man natürlich noch einen schnellen Auf- und einen schnellen Abgang, der in den oberen Stock führt. Das ist natürlich auch wichtig, wenn mal das Hauptlager oder ich sage mal das kleinere Lager oben dran leer ist. Wenn wir jetzt hier raufgehen, da sind wir vorher in der letzten Episode. Da sehen wir das Lager, das wir vorher hatten. Da haben wir leider den Platz nicht gehabt, um die Automatisation zu machen. Darum haben wir das unten müssen machen. Aber durch die Falltür, die wir hier haben, genau, kann man relativ ohne Fallschaden relativ schnell da runtergehen. Ja, interessant. Wenn ihr wirklich das genauer noch möchtet wissen, lasst es mich wissen, wie schon gesagt. Aber wir gehen mal weiter. Es gibt noch vieles zu entdecken hier in dieser schönen Welt. Bis nachher und Bis dann. tschüss zusammen. Tschüss.